Marius Ola. Das war ein gut hier Taubtekum ist Stadt. Wir heute war jedem ein herzlich willkommen hier, besonders wenn wir Jasen an der Mad haben. Jetzt sitzen wir was Jas. Wir heute sind herzlich willkommen in unserer Mad. Und es ist wirklich ein Segen zu sein, als Bruder Peter Johnson, das war in unserer Mad. Willkommen, drei. Und wenn die eine Bulletin haben, weil wir den nehmen, weil wir immer gehen für die Dinge, was wir diese Weg zu kommen haben und wieder. Erste Nummer 1. Montag, als geplant, dass die Kirche reinmerken. Also da haben, sagt ihr, sind 18 Stück, was da abgesigned haben, für kommen halten die Kirche reinmerken, 18 frühes. Und sie würden gleich, wenn nach ein paar Mal würden sein, sie würden gleich, wenn der 24 würden reinkommen. Also wenn die Zeit haben, und die würden Wahlen kommen in Dienstag für den Herrn, hier das Gebet halt mal reinmerken, dann kommt er. Und sie fragen auch noch ein paar brave Männer. Und ein paar brave Männer würden zum Ewigen sein, was die würden Wahlen sind, kommen halten. Und die wollen kommen mit Wiesen, wo brave sie sind, wo hoch sie werden zu klettern. Das sind Städten, was noch hoch ist, wo der früher nicht sich werden abzukrüten. Und er fällt das an wem, wer sich dort werden, wer da reinkommen und wollen helfen damit. Also die Frauen noch ein paar Männer, was das wollen tun. So du kriegst so, wenn die Zeit haben, die wollen sein, kommt er und helft damit. Und dann Nummer 2, Dienstag, Tag 7 so was, war das gemeinlich, kommt der Jugend rüber und hier Bibelstudy haben, so morgen dort. Und Donnerstag, Tag 7 so was, es war bei Stratfordville Public School, wo sie dort kommen, hat der Gym Night, und hat der Games und Devotions und so weiter. Und dann Nummer 4, Sinnung, Tag 6 so was, Leute, war jedem einen an, teilnehmen an Gebetsstunden. Für die ganze Familie ist das. Also kommt er dort auch. Und dann haben wir verabschieden down, mit mehr den 17. von Clark 9 Samarias bis Clark 3 Uhr Mittag, als geplant Parent Training zu haben. Also Eltern lehren, Gedeihen geben. Und ich glaube, das halb viel, wenn wir wollen sind, zu hören, wo andere uns können Gedeihen geben, was sie halten und was sie können vertellen, vielleicht erfahren hätten und was einmal das erste waren, verschiedene sind, was da waren, was sie verschiedene Timers nehmen. Und das ist von Clark 9 Samarias bis Clark 3 Uhr Mittag. So sind alle Angelo dort auch. Und dann mit den 25. Clark 4 Uhr Mittag ist geplant, ein Fellowship zu haben mit all den verschiedenen Kirchen, wo wir Part an haben. Was wir angefangen haben. Also das ist Milverton und Tilsonburg und Leamington und vielleicht auch sogar Springfield. So weiß noch nicht ganz genau, was da waren, kommen teilnehmen da an, aber das ist angelaut. Und das ist mit den 25. Clark 4 Service Uhr Mittag bei Stratfordville Community Center. Und dann ohne Not sagt das, für die, die hier in Stadt in die Kirche gekommen sind, und die wollen gleich, dass die Kirche merken hier, dass die wollen Glieder waren hier, dann ist gefragt, dass sie wollen einen Bär und ausfallen, und dann Pastor Henry, dass sie schwinden, anhändigen, dass sie wollen kennen. Ja, da war das wird gut sein, bloß das in Box 240 nachleihen, dann war das von da wieder gebracht. Auch als geplant war, dann Torfast zu haben im Karten. Und da kriegst du so, wenn die eins wollen gedeibt sein, dann ist auch gefragt, dass die wollen einen Bär und ausfallen, dann auch dort vielleicht bis in Box 240 nachleihen. Und ich glaube, das sind alle bekommen, ja, können wir noch Samarias haben. Aber weil wir wie unser Andacht gehen, weil wir unser Herz nähen haben Gebet. Gott, himmlischer Vater, wir kommen fertig von der Samarias. Und wir danken dir, Herr, für diese schöne Gelegenheit, die wir haben, wo wir uns versammeln können, Gott. Und ich danke dir für diesen schönen Tag, den du uns mit gesehen hast, den schönen Sonnenschein, Herr, wo wir können, dass das kommen. Dankeschön, Gott, und ich bete, Herr, dass du hier alles regieren in unserem Herz von der Samarias, dann wir sind ganz aufhängig an die, Herr, und wir wollen nicht anstellen und die, Gott, wir wollen die Leute regieren. Und ich bete, Herr, dass du machst hier zu gehen sind, zu uns die Stärke bewiesen und alles, was wir hier von der Samarias geplant haben, Herr, dass du machst geehrt und verherrlicht worden. Gott, ich danke dir
für die Körper hier, das Body, die Church hier, was sich versammelt hat von der Samarias. Ich bete, dass du musst jedem reden, auf einen besonderen Weg, Gott. Und auch in den Sonntagsschule. Ich bete, dass du stark bewiesen hast, was du die Sonntagsschule Kinder lernen tun. Ich danke dir, Herr, für jedem einen, der sich seine Zeit geben, der angestellt hat, die Kinder zu lernen. Und ich danke dir für die Gelegenheit und die Freiheit, die wir in das Land haben, wo wir das können tun. Und ich bete, Herr, dass du unsere Regierung wieder viel Weisheit geben, dass sie wollen, das Land so regieren, dass wir möchten die Freiheit haben, dass wir das hier gehört haben. Und ich bete, dass wir wollen mehr schätzen, dass wir uns mal tun, Herr. Und Gott, ich bete, dass du uns wirklich aufmerksam merken von der Samarias und dass du alle Störungen wegholen hier von unserer Mad, dass wir wollen alles hören und abnehmen, was du zu uns zu sagen hast. Gott, ich bete für den Deiner, besonders Jan Bollmann, dass die Ambusch viel Freudigkeit geben und die Kraft geben, die wird in seine Lippen leihen, dass die wird würde reden, was du ihm gegeben hast, Herr. Und ich bete, Herr, dass du den Wort segnen zu uns von der Samarias. Und ich bete auch für die andere Kirchen, wo immer die Kinder sich versammeln und von der Samarias, dass du dort jenen sind, die du stark bewiesen durch den Yes. Gott, und ich bete für die, was du vorhin tun, was David vorhin tun, in Milberton und in Leamington, was du geplant hast, am Weg sind, vielleicht den Wort zu bringen, dass du endlich beschützen am Weg und auch am Weg 3 Herr, und dass du endlich zum Sehen merken, wo sie dann kommen. Und Gott, ich bete auch für die verfallende Kirchen, wo so viel in dieser Welt Brüder und Schwestern sich auch versammeln tun, aber uns viel Furcht leiden tun durch die Versicherungen. Gott, musst du viel Kraft geben und auch, dass sie nicht wollen sich los sein von dir, oder dass du endlich bekraftigen mit ihnen Jessen und beschützen, wenn sie kommen, um den Wort zu predigen und zu hören. Und ich danke dir, Herr, noch einmal für was du das, und ich danke dir für, wer hier gekommen ist von der Samarias, musst du zu jedem einen reden dort, was uns fehlen wird. In Jesus' Namen bete ich das mit Danksagung. Amen. Ich würde Isaac Thiessen vielleicht uns verlernen mit dem Gesang, dann nur dort, was Prediger Jan Bollmann uns mit der Botschaft ein. Marius, dan ze dit gezangpieken nemen, 347. Zou wie hij komt om God prijzen? Prijs 10, 47. Seinen heiligen Namen, rühmt und lobt ihn alle mit frohem Scham. Preist ihn, rühmet den freundlichen Heiland, weil starb für Sünder auf heiligen Namen, Jesus, Jesus, jauchzet Halleluja.
Guten Morgen, alle. Ich freue mich, hier von da zu sein. Wir haben noch ein Stückchen nicht hier warst, nicht am Sonntagsmorgens, wenn es nicht hier hinter der Konsul. Erstlich will ich Ihnen alle sehr danken für die Zeit, die wir in Bolivien warst, die meisten 3 Monate, dass wir Sie für uns gebeten haben. Wir haben Ihnen Gebete gefeilt. Wir hatten ein Assignment, das wir noch nie gehabt hatten. Ein Assignment, wo wir fokussen dann bloß an ein besonderes Ding. Und der Herr, der hat dort vollbracht. Wir haben dort Kantonen, was wir gefragt werden, was wir tun sollen. Und wir sind Gott dankbar dafür. Es ist nicht immer leicht gewesen, aber wir sind sehr wirklich gesehen, wie weiter Gott das an der Arbeit und Dinge wohnen vorwärts. Wenn's Jake, der bekannt machen, merken wir uns, dass der Dienstag nach einer Klasse ist von the Foundations for Living, Discipleship Ministry, Palmer B. Ich rede von da mal diese Werk mit Dick Dridja und er hat auch eine E-Mail geschickt zu mir und er fragt, hij deed ons aanladen to juni den eersten had hij een celebration daar. En hij vroeg of dat mogelijk was dat van hier, die wouden de klas gaan en de klas, want die würden wat mitteilen en wat beelden nemen. En daarom hadden we een video van mogelijk. Ze worden een PowerPoint opstellen, dort opzetten. Voor de conferentie, wat er wordt available zijn voor ons later. En oder Bilder, ergens wat. En wanneer we kunnen mitteilen wat dat meint, wat das Kurses te doen meint. Hij zei dat we de Isaiah rekenen. So, wanneer je nog een klas hebt, ik geloof dat er sommige klassen zijn daar, wanneer je nog weer een klas hebt, dinsdag, waar je dat kan doen, dat we zeggen, je wens dan van Dick Dridja, de author van de cursus. Ik wil jullie vragen, wat jullie in de Bibel openmaken naar Jacobus kapitel 5. Jacobus kapitel 5, en daar wil ik vers 1 der 5 lesen für das Morgens, für meine Anleitung hier. Ich habe mehrere Schriftstellen, von der ich mehrere Aufschnitte, was ich lesen will. Wenn je weet dat die van jullie wat mij kan, en je weet dat ik een deel Bibelabschnitt lesen, da Bibelverse lesen, wenn ich weiß, dann kann ich nicht anrecht kommen. Und vor ich wenn ich sagen darf, dann habe ich, wenn es dort Gottes, da was Gott sagen hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Weil die Geschwister und Freunde, mir wird Gott sein Wort immer gratis und immer gratis. Je mehr ich da bin Studierende, je mehr ich lesen da,
jo geraten wordt mir gerade zijn woord, jo meer fäng ik da ben. Ik zeg net, deze laatste 3 Monate, 4 Monate, besonders, als mir eindenkt, sei ja klar geworden, und das ist, dass wir, ich glaube, sehr bestimmt, dass wir leben in der letzten Zeit. Dass wir leben in einer Zeit, wo ich glaube, wir sind nicht sehr weit auf von dem Herrn Jesus in weiterkommen. Weil die viele Menschen wollen nicht sehr viel davon hören. Ich muss mich wundern, 30 Jahre 3, 35 Jahre 3, wird viel mehr davon geredet, von dem Herrn sind kommen, als da nu wird geredet von. Da wird viel mehr von gestudiert, viel mehr von gepredigt. Von der nach, von einer Rede von der Zukunft, von der Prophezeiung, dann sagen die Menschen, weil da sind so viele Gedeihen, aber wir haben beter, wir sind bloß loten dort, einmal bloß Tag. Wenn ich die Bibel lese, dann fange ich dort, dass Jesus selbst, auch alle Aposteln, der Apostel Paulus, sei da abtrecken und wiesen, wo wichtig dort wäre, dass wir weiten die Zukunft, dass wir uns reinmerken können, und das ist so eine große Freiheit, wo wir dort weiten, was da noch zu kommen ist. Ich weiter, da sind nicht alle Dinge, nicht alle Einzelheiten beschrieben, aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir das Bild im Ganzen sein. Wenn wir die Bibel lesen, dann von der, und wir dann betrachten, die News watchen, was passiert, besonders in Israel und so wieder, in der ganzen Welt, dann sehen wir, wo das an Erfahrung kommen wird. Viel Dollar aus vielen von uns dort weiten down. Noch ein Ding, was wir dort sagt, woran ich glaube, dass wir an der letzten Zeit sind, ist, was der Apostel Paulus sagt, das was passieren wird an der Kirche. Was sozusagen der Körper Christi passieren wird, oder die Kirche, soll ich sagen. Das sagt, dass da wird ein Wachfallen sein. In Thessalonicher Kapitel 2 redet der Apostel Paulus von, dass da wird nicht kommen, bitte da erst wird ein Wachfallen sein. Und wir sehen dort von der, dass viele Kirchen, dass die wach gehen, und die wollen kalt, die drehen mit Sied wach, sozusagen, oder geben Haupt ab, und so wieder. So, wir können viel davon reden. Aber ich habe, von der, wo ich eben ein anderes Thema reden. Aber ich sehe das auf der Weg, dass ich sagen dass viele Kirchen, und eben in Bolivien, wenn wir da nu wären, dann sehe ich, wo Menschen, wo die Hand gegeben werden für Gott seine Arbeit, die drehen weich, und von Gott seine Arbeit, von Gott sein Wort, und die gehen den Anrechten weich. Und dann mag ich staunen, wie viele Menschen da sind, was da sozusagen verführt worden, was da sich weichleiten lassen. Und dass einer sich wundern, wo ist das damit, dass Menschen nicht sehen können, was passieren wird, wann wir die Bibel haben. Aber ich glaube, das wisst uns, dass wir dann sind nicht sehr genug bekannt mit der Bibel. So, ich will hier von der erstlich lesen, Kapitel 4, Jakobus Kapitel 4, Vers 1, durch 4. Dort sagt hier, wodurch kämpft so viel Streit in Krieg man gönnt, kämpft er nicht durch die Leidenschaften, die sich anjünt, bennen striden, je sind begierig und kriegen dort nicht. Je morden und neiden und gewinnen nicht. Je striden und kämpfen und haben nicht, was je wünschen, wenn sie nicht darum beten. Je beten und kriegen dort nicht, wenn sie mit falschen Aufsichten beten. Je prachen am Sachen, ihre eigene Last zu befriedigen. Und dann Vers 4, und das ist mein Textvers, Hauptvers. Je andere Menschen, weet je nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt, Feindschaft gegen Gott ist, wird wünscht
Freund mit dieser Welt zu sein, merkt sich zum Feind mit Gott. Weil wir nach Beten ihr Bewilligung. Vater im Himmel, wir danken dir für das Wort, was wir gelesen haben. Wir danken dir für diese Gelegenheit, was wir haben, hier am Frieden an dein Haus zu sein und uns an dein Wort zu erjatzen. Wir beten, Herr, dass du mit den Gästen mit uns sein musst, du mit jedem einen sein. Besonders bete ich, Herr, dass du mit mir sein, dass du mich leiden und führen. Ich weiß, Herr, dass dein Wort es je inspiriert und dass es für jedem einen von uns. Ich bete, Herr, dass du für jede einzelne Person reden von dir. Herr, dass du durch die Bänke gehen in die persönlichen Bedürfnisse, was wir haben, dass du dich erreichen, Herr, durch diese Botschaft von der Samaris. Da bete ich in deinem Namen mit Danksagung. Amen. Je andere Menschen, sagt Paulus, wollt ihr nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer wünscht, Freund mit dieser Welt zu sein, der merkt sich zum Feind mit Gott. Wollt ihr, wir können nicht auf beiden Seiten sein. Wir sind entweder wir in der Welt dienen oder wir in Gott dienen. Wir können nicht auf beiden Seiten sein. Mein Thema von der ist Freundschaft mit der Welt. Was ist Freundschaft mit der Welt? Oder wo bleibt einer weich von Freundschaft mit der Welt? Und ich möchte zur Einleitung Gedanken sagen, da sind hauptsächlich Feiergruppen von Menschen. Eigentlich sind es bloß zwei, da sind bekehrte Menschen und unbekehrte Menschen. Aber wenn ich denke daran, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 19 bis 23, und ich wollte die Verse nicht lesen, wir sind ziemlich bekannt damit, wo er reden davon, dass der Sämann, der geht rücken und der hat den Sod ausstrahlen und der fällt auf Feuer verschiedene Bottoms ab. Und ich will ein bisschen ans aufmerksam machen von den Bottoms, was da sind. Und Jesus im Beispiel in Matthäus 13, 19 bis 23, da sehen wir die Feuer verschiedene Bottoms, wo das Sod handfällt, wie der Sämann rückt, das Sod zu sein. Und der erste Bottom ist das Sod auf den Stein. Menschen, wer sind dort? Menschen, die kein gebraucht haben für das Evangelium. Römer Kapitel 1, Vers 18, bei 32, da sehen wir dort, wo das sagt, dass was einer von Gott weiten kann, das ist offenbar. Gott hat den Menschen dort geoffenbart an der Natur. Also, dass der keiner nicht anschaulich ist. Alle Menschen, jeder einer, der leben hat, der kann das sein an sich selbst, wir können an uns selbst sein, er kann das an uns sein. Alles, was gemerkt ist, dort Wasser beten, die Natur rauszukommen, du kannst nicht sein, würde nicht an zu sein, als dass dort ein Schöpfer hier dort alle ist. Also Gott hat den Mensch, jeder Mensch dort angegeben, dass dort ein Gott ist und das ist zu sein an der Natur. Aber das nicht sagen dort, das redet nicht von Jesus Christus. Das wisst, dass dort ein Gott ist und wenn wir wissen, dass dort ein Gott ist, damit wir sehen oder den Gott und wer das sieht, der fängt ihm auch. Also das ist dort, das Sod wird ab einen Stich abfallen hat. So wird ab Stich abfallen hat. Sind die Menschen, die kein Gebrauch haben für. Dort so manche Steine sind die Wort Gott anerkennen, sie weiter dort sie verloren sind, aber sind nicht wirklich die Priester holen, was das kostet, die Menschen können nach wirklich eine Kirche sein, geistlich blind, aber tot. Das ist sehr gut möglich, dass von der Samaris hier Menschen sind, und die Kirche, du weißt, dass da ein Gott ist, du weißt auch, dass da ein Jesus ist, du weißt, was du zu tun hast und so weiter. Aber dort ist es, wenn das Sod auf den Stein abfallen hat, die Mannschaft kein Gebrauch dafür nicht.
En dan is het derde soort wat op distel, manche distel vallen wird. Die wat hebben anerkannt, dat ze verlorene Sünder zijn en hebben vielleicht dat Sündergebet al en geloven dat ze Jezus hebben aangenomen, aber haben noch nicht gelehrt, über Sinn zu herrschen oder sich zu haben über Sinn. Weet je, er zijn vele mensen wat dat Sündergebet beten doen. Aber der Preis ist zu groß. Du hast zu viel in der Welt noch, was du abzugeben hast, die dann nicht was und die wollen niemals nicht zum Sieg kommen. Und ich gleich, weil für der ziemlich abdrücken ab dort, weil die Schwester mir ist das sehr, sehr wichtig, wo viele Menschen in der Kirche sind, wo viele Christen da sind, die nicht verstehen, über sich, über Sinn zu sehen. Und ich weiß, von was ich rede da, because ich bin auch ein Mensch. Ich weiß, was das meint, über Sinn zu sehen. Und da sind viele Menschen, die glauben, sie sind Christen, sie sind vielleicht auch, aber haben niemals nicht gelehrt. Das sind so manche Sprecher, die wussten nicht, und das ist überhaupt gar nicht mehr zu sein für viele Menschen, ob sie in Christ sind oder nicht. Und dann ist die vierte Baden, wo das handfallen, das sind die, die da sind, durch den Geist Gottes wahre Gebühren und wachsen und nehmen Teil an das christliche Leben und bringen Frucht. Und dort war ich 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 12 bis 16 lesen und wollen den Apostel Paulus zum Beispiel bringen, zum Wissen, was das meint, wenn der Mensch vom Diensten zum Leben kommen wird. Viele von uns hier weiten, von was ich rede, weiten, was das meinen wird, wenn der Mensch nie geboren wird. Und das sagt hier an 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 12, da ich das hier sagt, das ist das. Die Überschrift da in der deutschen Bibel ist Dank für Gott seine Gnade. Paulus sagt, ich danke unseren Herrn Jesus Christus, dass er mir Kraft gegeben hat, meine Arbeit zu tun. Ich danke ihm auch dafür, dass er mich wertgeachtet und angestellt hat, am Arm zu dienen. Er fängt damit an. Vers 13 sagt er, wenn ich vorher auch ein rittender Verfolger und Lasterer wie Gott aber hat Mitleid mit mir, wie ich weiß nicht, was ich tat, wie ich danach nicht an Jesus gelebt. Er wisst ja, er gibt uns die Zeugnis, wo das mit ihm wie weiter der Apostel Paulus, wie einer, wie Stephanus gesteinigt wird, in Kapitel 7, in Apostelgeschichte, dann sei wir dort, wo der alle taub prahlen und mit der Stadt rückschlappten, am Stein hinein, und dann sagt er, der wieder ein Mann mit dem Namen Saul, Pfarrer worden, Stephanus in die Kleiderhand gesagt, er hat ihn gefallen, dem zu steinigen. Und dann sehen wir wieder, wo er das wieder gehen und die Christen verfolgen. Er sagt, er ist ein Christenverfolger gewesen. Vers 14 sagt er, aber der Herr, er bleibt nicht da. Er sagt, aber der Herr hat mir seine Gnade rechtlich, lassen zu kommen und auch den Glauben an dass ich andere kann gut sein. Diese Strophe ist mir sehr, sehr wichtig. Der Apostel wusste, dass er braucht Gott seine Gnade, dass er andere Menschen können leben. Geschwister, du und ich finden das sehr schwer, andere Menschen zu leben. Besonders, wenn sie nicht krank so gesonnen sind, als ich und du gesonnen sind. Wenn sie nicht krank so ein Talent haben, als ich und du haben, nicht krank so eine Gabe haben, als du und ich haben, dann ist das einzige Mal schwer, den Menschen zu leben. Paulus sagt, ich danke Gott für die Gnade, was er mir gegeben hat,
dass ich anderen kann leben. Weil ihr da braucht Gott in die Not, dass wir die Nächsten können leben, krieg so als wir sind. Dass wir sein können, dass jeder ein Mensch, jeder einer besonders der Körper Christi, die Familie Gottes, du hast nicht ein Glied, was der wichtiger ist als der andere Glied an den Körper Jesus Christus. Was gebe ich hier in alle zu der Familie? Paulus sagt, ich bin Gott so dankbar, dass ich in jedem meinem Leben kann. Weil dein Leben, wo er wieder sein Paulus in der Zeugnis, dort ist von sehr großer Bedienung. Dein Leben, dass wir andere Menschen, genau, dass wir andere Menschen leben können. Und auch den Glauben an, der ich andere kann leben, so als uns dort an Christus Jesus hilft. Ich habe anerkannt, dass Gott hat uns dort an Christus Jesus gegeben, dass wir andere leben können, so als Christus uns leben hat. Wir sind jetzt durch Austreten, durch Stellfriedach und Austreten gewonnen, haben uns jetzt zwar erinnert an, wo Jesus in dem Kreuz gegangen ist, wo Jesus leben hat, weil wir da ganz durchgegangen sind, dann ich war nicht durchgegangen, aber ich dort mit der durchlesen und studieren. Wo mal hat Jesus nicht eine Ursache gehabt, zum zu sie drehen und abgeben. Wenn die Menschen einmal am Gesicht spielen, und verschlonen und so weiter, dann schließlich wie so am Kreuz wir, und dann sind noch am Spotten und sagen, wenn du gerade das sehen bist, dann steh rauf, da wo wir ein Radisalz von der Mörder besiegt haben, wollte verspotten und so weiter. Dort ist, wo Jesus ans Leben hat. Und Jesus sagt, Gott rechnet ihm nicht die Sünden, wie sie weiter nicht, was sie tun. Und dann Vers 15 sagt der Apostel Paulus, dort ist eine Wahrheit, die voll anzunehmen ist und zu glauben ist, dass Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, Christus Jesus in diese Welt angekommen ist, die Sünder seilig zu merken, von der ich die euch da wir. Paulus sagt dort an, wer er gewasst, wo er von kommen ist. Er sagt, Jesus ist besonders an diese Welt angekommen für eine und bloß eine Ursache. Dort ist für Sünder so es du und ich seilig zu merken, dass wir können gerat werden von unserer Sünderschaft. Dann Vers 18 sagt er, aber Gott hat gerade wegen, nu wollen wir mal sagen, wo wir Paulus sagt, dass woran Gott am Gerat hat. Gott hat deswegen mit mir, dass es an mir sollte sein, wo groß Jesus Christus in der Geduld mit den geratsten Sünder ist, dass andere daran sein können, dass sie auch können seilig werden. Geschwister, wenn der irgendwas ist, was da fehlen hat an uns von der, was da sein hat, was da lachen hat, was da fehlt, wo wir vom Wasch gehen dann. Ich sage das in Bolivia, ich sage das in irgendeiner Kirche, wo wir sind, dann sage ich dort, weil ich glaube, dass lass mich klimasch getragen. Der Apostel Paulus sagt in der Epheser-Kapitel, sagt er, wir tun nicht kämpfen hier im Fleisch und Blut, aber wir kämpfen hier in der Gewalt, bei sich ist, was in der Luft herrscht, und dann in den Diebel selbst, da wir kämpfen. Wo der Feind uns angegriffen hat, wenn so lange es bloß kann, dass durch Christen. Weil du hast so eine Uneinigkeit, man kann es verken, man Missionaren, man Kirchenglieder und so weiter, dort wir uns schämen, dann ungläubige Menschen entzuladen. Sei, kick mal, wir haben was die fehlen hat. Weil man der Feind dort kann, und man kann Uneinigkeit merken, eine Kirche oder eine Mission, was immer das ist. Weil dann sind die ungläubigen Menschen blieben der ohne angetast. Weil wir haben immer Tage durch diese Mennoniten, bloß in Bolivia, was da noch fehlen zu raten. Aber wenn ich das betrachte, da was da passieren hat,
Weet je, dat we komen gewoon niet bij door. En ik hier van ungläubige mensen zijn, van dort in Christus, daar wil ik er nichts mehr zu tun haben. Weet je, Geschwister, ich glaube, dat uns fehlt eine Erwartung. Jemand sagt zu mir, in Bolivien sagt, uns fehlt eine Erwartung, die fehlt anzufangen bei uns. Man uns in die Kirchen und mit Missionaren, dass wir mal eine Erwartung haben, eine wirkliche Erwartung, so dass Menschen von Büten können sein und dass das wahr können werden, was der Apostel Paulus sagt. Ich lasse mir den Vers noch einmal lesen. Dann bemerkt das sehr, was der Apostel Paulus sagt. Er sagt, aber Gott hat ja da Mitleid mit mir, dass es an mir soll zu sein, wo gerade Jesus Christus in der Geduld mit den gerechten Sünder ist, dass andere daran sein können, dass sie auch können seilig werden. Was da der Apostel Paulus sein Zeugnis. Weet je, dat wir ein Leben können, so dass andere Menschen kicken und sagen, das ist was dahin. Ich möchte dort haben, was der Leithauskirche hat. Ich sage Gott Dank für viele Dinge, was ich seine da. Aber weißt du, Schwester, ich glaube, da sind viele Dinge, was uns noch fehlen und wo wir wieder zu waschen haben. Und ich gehe wieder hier. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17, da sagt er, da wer an Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird er fertig, wie es nicht mehr. Er ist was ganz Neues geworden. Ist das passiert in deinem Leben? Bist du ein ganz neuer Mensch geworden? Ist dein Gedanken sich geändert von dann, willst du noch nicht an Jesus glauben? Das ist der Apostel Paulus sagen. Paulus sagt, ich glaube danach nicht an Jesus, aber sagt er, wenn ich an Jesus glauben will, dann wird Gott mir nie ein Mensch merken, so dass andere Menschen können sein, was die Gnade Gottes tun können an den gerechten Sünder. Was ist Freundschaft mit der Welt? Ich sehe mir Thema wie Freundschaft mit der Welt. Ich sage meist bei dem Anfang mit dieser Botschaft. Johannes Kapitel 2, Vers 15, was sagt hier, sagt, ich wollte nicht ganz lesen, aber ich wollte ein paar Punkte davon lesen. Da sagt Johannes, sagt die Bibel, lebt nicht die Welt und auch nicht dort, was lebt nicht die Welt und auch nicht dort, was die anzubeiden haft. Wer die Welt in ihrer Last lebt, in dem es nicht der Leib vom Vater. Weil alles, was in dieser Welt ist, dann heißt hier sind 3 Dinge. Nummer 1 ist, geldgierig sein. Das ist ein Ding. Hängen ran sein, noch was die Uhren jankert. Das sind 2 Dinge. Geldgierig sein. Weet je, dat is voor viele Menschen. Ik weet viele Christen, ik weet viele grote Evangelisten, denen het geratste Ziel is dat ze worden veel geld krijgen. Weet je, en de geld heeft keine Sinn an sich. Aber Jesus sagt, der Leib für Geld ist der Warte von viel Beisitz. Er sagt, geldgierig sein, hängen ran sein, noch was die Uhren jankert. Weil du hast von der Nacht so viel Uhren lasst. Du hast so viel, was an den Uhren interessieren wird. Und ich habe mit Stunden in Bolivien und auch hier in Kirchen, wo einer kommen wird und einer lehrt Menschen kennen, und nicht redet von Christen von der. Viele Menschen sind gebunden an Pornography. Das ist was, du kannst gerne, wo du wärst, wenn du ein Cellphone hast, wenn du irgendein elektronisches Ding hast, TV oder was immer,
und du weißt dort, du kannst alles weise sein, was du weißt. Dat alle daar voor ergens een verkennen en voor allem. Dat jij te protecten, wie derben dat niet. Gott ist nicht genau das so groß und Gott hat einen Wach gemerkt, dass wir keinen Sieg haben, der Eva. Aber er sagte, Üren las. Und dann dran sagte, graut daunen. Weil wir mal ein klein bisschen Galater, Kapitel 4, Vers 19, Vers 21, da etliche Dinge betrachten, was weltliche Worte sind, weltliche Dinge. Nummer 1, da sind 16 Dinge, die wir Galater Kapitel 4, Vers 19 betrachten, Vers 21. Da sagen wir, was weltliche Dinge sind, und ich glaube, wir können alle identifizieren damit, was das ist. Er fängt an, das sagt da, was das Fleisch verworfen hat, ist klar, das ist Nummer 1, das ist Ehebruch. By the way, Pete and Mary, entschuldige, ich hier diese Message zum zweiten Mal. Sie waren in Bolivia und ich habe einen Report von dieser Message da. Ehebruch. Der zweite, Hurerie. Weil die von der, sie sagen, da ist krank so viel, Ehe wird gebraucht, krank so viele Menschen, paar Lieder und scheiden, manche Christen und die Kirchen, als manche ungläubige Menschen. Da hätte ich euch drei das nicht. Dort ist keine Sache mehr, wenn ein paar Lieder nicht fertig waren, weil dann bloß neben den eingehen. Da sind ja immer noch bessere Partner, nicht so? Das ist dort angesehen worden. Er sagt, dort ist ein Ding, was Worten vom Fleisch sind, Ehebruch, Hurerie. War das dort? Weil da wir mal eine Zeit, und ich komme noch denken, ich sage noch mal jung, aber ich komme gut denken, da wir eine große Chance, wenn ein Jung in einem Jahr, wenn der würden an Hurerien anfallen. Von der Tag an der Schule und so weiter, ich sage nicht in der Schule, was ich hier sage, das ist eine große Chance, wenn der wer frei geblieben ist. Und viele Mädchen, die dann bloß da wären, bloß dass sie nicht wollen, different sein. Hurerie, unbefriedigt sein, das Geschlecht leben haben. Das Reden, sei wir da Anreinheit, anbahnendes Leben, wo uns Leben ganz unter Kontrolle ist. Mit Freunden, ich frage dich von dir, wenn du ein Kind Gottes bist, hast du ein anbahnendes Leben, dass dein Verstand kannst du dort eine Kontrolle holen, oder ist dort alles unter Kontrolle? Du kannst gar nicht dort, was du musst tun. Viele Dinge, was du nicht musst tun, dass du noch anbahnendes Leben. Aufjäterie. Oh, wie würde ich sagen, wir haben nicht Trouble mit Aufjäterie, wir haben keine Aufjäter nicht. Aber wo viele Dinge merken wir uns zum Aufgehen? Da kann es fertig sein, da kann irgendwas sein an uns Leben, da kann es süß sein, irgendwas. Wo das mehr wird, als das geht. Sauberie, Feindschaft. Oh, wo viel sei wie Feindschaft? Ich rede von Christen, wo einer dem anderen nicht leiden kann. Wieder in sehr kleinen Geschichten, dann sei wir dort. Streit. Wo wir nicht verlangen kommen, dann wir streiten uns einer mit dem anderen. Habsucht, Wut. Weil ich kann viele Menschen nur mal die Seite abpassen, wollte der andere reden, da ist, wenn es der Flammen Fuß ab. Weil ihr weißt, was ich meine damit. Als ich mal was gesagt, da darf man jetzt ein Kleinbett was sagen, dann brennt die Person. Wir sind so reich wenn es nicht leicht angetastet wird, dann brennt das aber wuttig. Nosig sein. Alles soll für mich sein, nicht für den anderen. Ich bin bloß zu tun an mich selbst. Nosig sein. Sang, Spoilerie. Weil ich habe gesagt, in dieser letzten Zeit, was Sinn kann, was passieren kann,
wenn wir uns hingeben, wenn jemand sich hingeben hat, um seinen so viel Damage zu tun als möglich. Wo viel Spoilerie dort geben hat. Wo Marriages einbrechen dann, aneinig sein. Wo Freundschaft, wo gute Freundschaft eingebrochen wird. Wo Familien getrennt wird. Wo Kirchen spoilen dann. Alles bloß wegen selbstsüchtig sein oder wegen nosig sein. Aufgangst. Ich will dort haben, was der Nächste hat. Ich möchte alles haben, alles für mich. Nicht für den Nächsten. Ich sehe willig zu tun und alles, was ich tun möchte, brauche, damit ich alles haben will. Mord, dort folgt davon, Süppen, Freten und so weiter nach Meier. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9, bei 11, sagt er, oder weiß ihr nicht, dass die Angerechte, dass Gottes Reich nicht oben waren, lasst ihr nicht anbilden. Menschen, die Anzucht trieben, Jette anbeten, die Eier brechen, Männer, die mit Jungs oder mit anderen Männern Geschlechtsverkehr haben, stehlen, gießig sind, trinken, süppen, Menschen überfallen und so wieder, sagt er, der Teufel das Reich Gottes nicht oben. Ja, nach wieder, sagt er, nach Meier. Aber ich wollte den Punkt durchlassen. Mein zweiter Punkt. Wo bleibt einer Weg von Feindschaft mit der Welt? Dort ist allmählich, dort wie, als sei denn, wir sind weitergeboren, wir haben den Geist Gottes an uns wohnen, es dort allmählich, dort wie wach bleiben dann für die Gemeinschaft mit der Welt haben. Der einzige Weg ist, dass wir genuinely, dass wir wirklich weitergeboren sind. Wir haben den Heiligen Geist an uns. Wir möchten den Heiligen Geist an uns haben. Römer 8, Vers 5, aber nein, sagt es nicht. Die noch fleischlich sind, beschäftigen sich mit dort zum Fleisch gehört. Die aber den Geist haben, mit Dingen, die vom Geist kommen. Dann ist meine Frau, hast du den Heiligen Geist? Wo weißt du dort, dass du den Heiligen Geist hast? Du weißt daran, dass du die Dinge, was tun, die geistlich sind, die wirklich von Gott kommen. Du wirst einen Hunger in den Arsch haben, nur Gott sein Wort. Das ist, was dort passieren wird. Wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint dort der Tod. Wer aber den Geist haft, für den meint dort Leben und Frieden. Wer fleischlich gesandt ist, der ist Feindschaft gegen Gott. Ich sage, wir sind bloß entweder wir sind geistlich, und wir uns mit den geistlichen Dingen beschäftigen, oder wir haben den Geist nicht, und uns nicht mit den Dingen beschäftigen. Wir tun uns mit weltlichen Dingen beschäftigen. Mein Freund, mit Wortestudie beschäftigen. Wer fleischlich gesandt ist, der ist fleischlich, der ist feindlich gegen Gott. Weil das Fleisch nicht Gott angetan ist, und auch nicht kann, wenn er dort noch will. Das ist allmählich, sagt der Apostel Paulus, sagt die Bibel hier. Die noch am Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Aber je sind nicht am Fleisch, sagt Paulus. Je sind am Geist, wann Gott sein Geist wirklich in uns wohnt. Und bemerkt, er sagt, wann Gott sein Geist in uns wohnt. Das ist ein Unterschied, ob ich beginnt sein als ein Gast oder ob ich in das Haus bin wohnen darf. Wenn ich nach jemand komme und die sagen, merkt ihr Tüß, dann verstehe ich, dass ich sage, bloß ich soll mich Tüß merken, bloß das ist ein Gas. Wenn ich würde anfangen, eine Möbelraum zu move und so weiter, würde ich bald wundern, was mit mir los wäre. Viele von uns dann in Jesus das dort anladen. Wir wollen ihn haben, aber lassen mir alles dann, was ich dort will haben.
wenn Jesus thuis ist, wenn der Geist Gottes bei uns thuis ist, da wird er wohnhaft sein bei uns, da wird er uns Leben regieren. Zweitens, wir müssen uns dafür holen, dass wir zu den Sinn gestorben sind. Und Römer Kapitel 6, 11, Vers 14 sagt er, Gerade holt ihr dafür, dass die zu den Sinn tot sind. Aber an Christus Jesus ist lebendig. Meine Frage ist von der, wo steht das bei dir in deinem Leben? Ich muss zum Ende kommen und ich will uns eine Frage fragen. Das ist, hast du Sieg in deinem Leben? Ich lasse mir eine Frage ein klein bisschen abdecken. Bist du wirklich wahre geboren? Wenn ich dich persönlich fragen, ob du bist wahre geboren, was würdest du mir sagen? Wenn du würdest sagen, ja, und ich frage, wo passiert das, wo weißt du das? Ich weiß mir mal in der Bibel, wo du dort begründen, bestätigen das mit Gott sein Wort. Was würdest du mir sagen? Ich würde hoffen, dass die alle dort wissen können. Aber weil die viele Menschen kennen das nicht. Wenn das so ist, dass du Jesus angenommen hast, du hältst dich für Christ, dann frage ich dich, wo steht das mit deinem Leben, so wie das sich gewonnen hat? Was meine ich damit? Wir wissen alle, was sind das? Wenn du die bekehrt hast, du hast den Geist Gottes an die wohnen, dann bin ich mir ganz überzeugt, dass du weißt, was sind das und du bist den gewassen Barati, wenn du sind das. Das nächste Kurses, was ich wollte studieren, dann nennt sich, das ist meine Freiheit. Weil dort dealen mit, wo wir können loskommen von verschiedenen Sklaverien. Wenn wir gerade so sagen, gerade so reden, dann würden wir sagen, oh, ich sehe sicherlich in meinem Leben. Ich komme nicht immer, ich habe Freude mit meiner Frau, mit der Familie und so weiter. Aber wenn wir ein klein bisschen tiefer gehen und würden reden von, I hate anger. Wo steht dort bei dir am Hort? Ist der irgendein Mensch am Leben, an deinem Leben, dem du kannst, wo du besser gehen bist? Du musst dem Leiber nicht sein, du musst den Leibstil im Stich gehen, wenn du den begegnen hast. Ist der irgendwas, was die Freten hat, von Bernen, wo du nicht sich über hast. Was das Kürzeste, das handelt mit den Serien von sich haben über Betternis an uns Leben. Oder wenn ich an mich denke, dann weiß ich, wo ich muss über sich haben, mit bekehren, über trinken, schmecken, über Flecken, über, da sind 100 noch viel mehr Dinge als dort. Wo ich sich überhaupt. Ist das möglich? Glaubst du, ist das möglich, dass du über alle Dinge siegen kannst? Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist. Und wenn wir als Kirche, als der Körper Jesu Christi, wo wir die Menschen wissen können, was das meint, wahre geboren sein und dann zu siegen in uns Leben, da wo wir Frucht bringen, Galater Kapitel 5, fürs das nächste Part, was da sagen, wo wir sein dann von, was die weltliche Dinge sind, sagt er, aber die Frucht vom Geist ist Leib, Freiheit, Freudigkeit und so geht er uns durch, dort ist die Frucht vom Geist. Ich würde uns alle challengen, weil wir dort mal lesen und sein fragen uns, kommt da diese Frucht kommt da aus mein Leben? Kann mir Nachbar oder andere Menschen dort sein, dass dort ist, die Frucht, die kommt durch mein Leben durch und der Geist Gottes wohnt an mir und das kommt natural bei mir.
Und wenn das nicht ist, dann würde ich sagen, das ist doch was mit tun. Du die ein Freund, wem du vertrauen kannst, sagen, und dann teil das mit. Weil die Bibel wisst, dass wir einer dem anderen können helfen damit. Und dass wir können siegen in uns Leben. Aber ich will hier bloß mit diesen Gedanken bloß aufschließen. Wo steht das bei dir? Wo steht das bei mir? Weil wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das Samariens, für dein Wort. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du hast an die Sinnenschuld ab dir genommen. Ich danke dir, dass du uns hast den Heiligen Geist gegeben. Du hast uns versiegelt mit den Heiligen Geist, die wir Wahrheit geboren sind. Herr, ich bekenne, dass du an Fächen und Dinge in uns Leben, was nicht sehr christlich loten hat. Ich bete, Herr, dass wir möchten uns ganz handgeben, die. Und dass wir möchten siegen über alle Sinn. Und dass wir möchten die Welt wiesen, was das meint. Dass die können uns betrachten, dass der Apostel Paulus sagt, dass Menschen können sein, wo groß die genau ist, indem dass sie uns betrachten, so dass sie auch können den Radar finden, nämlich Jesus Christus. Ich bete, dass du dein Wort musst sehen, und für jeder einem, der hier ist, von da, bete ich an Jesus in den Namen. Amen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Mochte der Herr Ihnen richtig sehen. Dankeschön für die Botschaft. Wir nach unserer deutschen Gesangbuch nehmen 288. Wenn wir wandeln in dem Herrn, Gottes Wort in so Stern. 288. Seine
Kraft, die gibt, sind für die gegeben, Folgen und Traum. Fort und vertraut, auf Jesum nur schaut, ja glücklich so werden, folge ihm und vertraut. Eins wird offenbart, sein erwartenden Schein, wie den Königen schöne soll schon, einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Kron, gebührt denen, die folgen und treu. Gott und vertraut, auf Jesum nur schaut, ja glücklich so werden, folge ihm und vertraut. Nach 322. Die mit Tränen sehen, ernten eins mit Freuden. Herrlich wird der Jubel ein Stern droben sein. 322. Die mit Tränen sehen, ernten eins mit Freuden. Herrlich wird der Jubel einstens droben sein. Den Samen streuen, den der Herr gesendet, und sie werden freudig Garten bringen ein. Garten bringen ein, Garten bringen ein. Die mit Tränen sehen, Garten bringen ein. Garten bringen ein, bringen Garten ein. Ernten eins mit Freuden, bringen Garten ein. Sitzen im Morgen, werdet Liebe zusammen, haltet auch am Mittag eure Hand mit ein. Sehet bis am Abend, doch aus Schatten sehen, herrlich wird die Ernte, Freud und Ernte sein. Garten bringen ein, Garten bringen ein, die mit Tränen sehen, bringen Garten ein, bringen Garten ein, bringen Garten ein, ernten eins mit Freuden, bringen Garten ein. Seht in die Herzen, fruchtlos offen scheinen, steinig ist der Locker, dornig ist der Lohn. Doch es fehlt doch manches unfruchtbare Boden, bringet unterfältig für die Früchte schon. Garben bringen ein, Garben bringen ein, die mit Tränen sehen, bringen Garben ein, bringen Garben ein, bringen Garben ein, ernten eins mit Freuden, bringen Garben ein. Sehen wir den Heiland, wo uns entsendet, Samen und Vermögen will uns verleihen. Verheißt den Segen und wir wirken Freude, bringen ihn zum Ehren, unsere Garben ein. Garten bringen
Dankeschön, John, für das Wort mitteilen mit uns. Ich glaube, wir haben viel Ursache, uns zu untersuchen, von was wir hier haben von der Samarias. Wo wir stehen. Wo sind wir? Sind wir Freundschaft mit der Welt? Haben wir uns so angesüdelt mit der Welt, auch dass die Welt, wenn wir uns gucken, dass da kein Unterschied kann sein an uns, die wir uns Christen nennen in der Welt? Wo John lesen das von Jakobus, wo er reden davon, dass wir haben nicht, wie es wie Frauen gleich. Wir kommen vielleicht nicht mehr in den Garten Frauen oder gewisse Dinge, wo wir und was uns fehlen wird. Wir gehen lieber nur der Welt. Ich dachte an besonders an, was manche Christen auch so viel angehen, dass all, dass manche Nicht-Christen so viel Ehebrüch ist wie hier und von der und nach. Sogar manche Christen auch. Einer hört dann oftmals, dass die, was sie Christen nennen, die gehen noch halb nur der Welt. Die Frauen noch halb, wo dann sie in Trouble sind, wo Ehe nicht schaffen, dass sie mal in der Welt gehen noch halb. Und oftmals die, was sich dann Counselors nennen, die geben dann rot sein, weißt du was, das ist dein Partner seine Schuld. Du hast dir Schuld an, wo dann bleibst du noch taub? Und dann kriegst du den Partner, wenn der trägt kommt und sagt, das Problem, was ihr Partner oder sein Partner hat, dann sagen sie, das liegt gleich an dir, das liegt an deinem Partner. Das ist gleich nötig, dass die taub bleiben dann. Warum gehe ich nicht passieren ein? Geht in die eine Weg. Da sind noch viel mehr Partner in der Welt. Und es dort liegen wie Krieg der Welt. Das gleich zu sein. Und nicht bloß mit Ehebruch, mit vielen anderen Sachen. Ich glaube, wir sollen uns wirklich untersuchen, wo wir stehen dann. Liegen wir nur Jesus oder liegen wir nur der Welt? Und sind wir Freund mit der Welt und Feind mit Gott? Dankeschön für das Mitteilen. Wir sind noch alle eingeladen, zu bleiben zu der nächsten Andacht. Ich glaube, wir hatten einen Großredner, Pastor John Dyke. Und wir vertrauen uns, dass Gott wird an seine Stimme gegeben. Wir beten jetzt so aus, dass Gott wird an seine Stimme geben. Er wird ganz heiß geworden. Aber wir vertrauen, dass Gott wird an seine Stimme gegeben hat. Und wir sind alle eingeladen, zu bleiben und zu horchen nach der Andacht. Und da wird noch mal Gelegenheit gegeben worden, den Opfer zu heben, so, wenn die verloren down. Weil wir noch einmal zum Schluss unser Herz nähen und am Gebet. Großer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für das Samarias, für dein Wort, Gott. Wir danken dir, Herr, dass du dein Wort uns hinterlassen hast, wo wir können lesen, wo wir zu gehen haben. Gott, und wir fallen so viel weich von deinem Wort und wir gehen in der Welt nennen. In der Welt hast du so viel unterbeiden und wir kicken da noch. Ich bete, Herr, dass du uns wirklich unser Segen und sein, wo das mit uns stehen, dass es David auch beten, dass unser Segen mir und sei es, der eins, was falsch in mein Hort ist, dass wir das dann möchten reich merken, dass wir uns gnädig sind, Kraft geben, das reich zu merken, und Freundschaft merken mit dir, lieber Gott. Ich danke dir, Gott, dass du in unseren Horten alle regieren und dass das Wort, was wir von der Samarias gehört haben, dass da möcht einen fruchtbaren Grund fallen und dass da möcht man wachsen und dass wir wollen für die wachsen, Herr, und teilnehmen. Gott, ich danke dir für was wir gehört haben von der Samarias. Möchtest du mit uns gehen, uns leiten durch die Weg, und dass wir möchten ein Licht sein als Christen für die, die noch nicht Christen sind, dass die möchten ein Verlangen kriegen, nur dort, was wir haben, Herr, dass die nicht blocken nach uns kicken und sagen, das kriegt, was wir haben. Du hast keinen Unterschied zwischen die, was die Christen tun, und wir, was nicht Christen sind. Möchten wir wirklich ein Licht sein, dass die möchten ein Verlangen kriegen und Frauen wollen, was wir haben, was den Unterschied merken wird. Dass wir das können wissen von deinem Wort, Herr, dass du erst ein anderer warst. Und ich danke dir, Gott, dass du so geduldig bist mit uns. Und ich danke dir, Gott, dass du nicht wirst den Tod der Sünder, dass du wirst in jedem einen haben, dass du soll abmerken und die annehmen als ein persönlicher Heiland. Und wenn hier so von der und Samarias in der März sind, dass die Entscheidung noch nicht gemerkt haben, Herr, ich bitte, dass du musst wirklich antasten und tragen in die, dass die möchten den Verlangen kriegen und die Kraft geben, die Entscheidung zu merken, Herr. Und ich danke dir, Herr, für die Gesundheit, die du uns gegeben hast, und dass du uns hast arbeiten lassen, Tag kommen, dass wir können verdienen für das, was wir brauchen, Herr. Und ich danke dir, dass wir können wissen von dort trägeben, die, Herr, wir wollen das von der Samarias, wir wollen trägeben, die, von was du uns gegeben hast. Ich bete, Herr, dass du musst den Gova segnen und auch das Opfer segnen, zu dienen Königreich wieder zu bühren hier auf Erden. In diesem Namen bete ich mit Danksagung. Amen. In die Sanden Loten.